Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge World of Warcraft mit eurem Schweizer. Ja, mir ist ganz ein kleines Missgeschick passiert und zwar habe ich mich da ja ausgeloggt. Bin jetzt gerade wieder ins Spiel rein und dann hat mich so ein komisches Manöckli angegriffen und in dieser Zeit sind wir halt leider schon Level 20 geworden. Das haben wir jetzt irgendwie verpasst. Es ist wirklich nur ein einziges Manöckli gewesen, wie wir da unten auch sehen. Jetzt bin ich 7 EP drüber. Das bedeutet aber, dass wir jetzt ein paar Sachen noch freigeschaltet haben und zwar einmal das Reiten. Also ich könnte jetzt blöd gesagt, muss ich da glaube ich sogar noch zum Reitlehrer, wenn ich mich nicht täusche. Und das andere ist, wenn ihr das schon gemerkt habt, ich kann jetzt in- und rauszoomen. Dann, lieber Abonnent, mir in den Kommentar geschrieben hat, dass das möglich ist, habe ich mich dann auf die Suche gemacht, was funktioniert nicht. Und am Schluss habe ich herausgefunden, dass einfach meine Tastaturbelegung, und zwar bei den Kamerafunktionen, die zwei Sachen komplett auf etwas anderes eingestellt sind, nicht auf mein Mausrad. Und daher habe ich es nicht einsetzen. Jetzt kann ich mich da wenigstens gemütlich rein- und rauszoomen, wie es mir auch Lust und lieb ist. Natürlich. So, dann schauen wir gerade mal nach, wo wir eigentlich noch stecken geblieben sind. Und zwar müssen wir von diesen Amani-Übergriffen Berserker töten, 5 Stück und Axtwerfer haben wir noch 2 von 5. Ich würde sagen, wir kümmern uns gerade mal darum, das sollte eigentlich das Dörfli da hinten sein. Und ich muss mich an dieser Stelle wirklich nochmal entschuldigen, dass ich jetzt das Level-Up ohne euch geschafft habe, also ohne euch gemacht habe. Ich könnte es sonst dann noch ganz kurz einblenden, ich bin wirklich gerade am Aufnehmen gewesen, habe gerade Hallo sagen und bin ich angegriffen worden und husch, schon ist das Level-Up da gewesen. So, dann haben wir gerade schon mal die erledigt, da haben wir eine Schlange, nein, mit der können wir keinen Haustierkampf machen. So, da hinten haben wir jetzt nochmal einen Schattenpriester, aber Schattenpriester brauchen wir keinen, wir brauchen wirklich mehr Axtwerfer und Berserker. Da muss ich aber gerade mal schauen, da drin haben wir einen Axtwerfer, dann würde ich sagen, das schnappen wir uns doch gerade mal. Voilà. So. Ja, moin. Da ein kleines schickes Hütchen für dich ganz alleine, was haben wir denn da so? Eine Trommel, ein bisschen das. Aber du hast ja nicht mal ein Bett da rein. Was willst du denn da drin rumhängen? So da in die Ecke rein, so ein wunderschönes Bettchen stellen. Und dann würde das Ganze schon völlig anders aussehen. Ja, was habe ich euch zu erzählen? Gestern Abend habe ich noch einen Deko aufgezogen mit einem lieben Kollegen von mir. Ich habe mich mega gefreut, ehrlich gesagt. Ich habe mehrere Stunden am Stück mal wieder WoW zocken und das mega privat. Und das hat mir halt ziemlich Freude bereitet. Also wenn ihr wirklich Lust und Zeit habt und doch noch mitspielen oder mal miteinander spielen, dann könnt ihr mich eigentlich einfach adden. Seht ihr da meinen Namen da oben, sind noch die Schweizer 245, blablabla. Da könnt ihr mich dann eigentlich einfach adden. Ich habe ja eigentlich auch eine Gilde parat gemacht. Ich weiss gar nicht, ob da schon irgendwelche Dings gekommen sind. Nein, nicht wirklich. Gut, so viele Leute interessieren sich auch nicht wirklich jetzt momentan für mich. Und das ist ja eigentlich auch gut so. Ich bin froh, wenn ich wenigstens 1 oder 2 Leuten ein Lächeln aufs Gesicht zaubern kann. Das allein langt mir schon, um weiterhin Videos zu machen. Denn am Schluss game ich gern und daher finde ich es auch lustig. Also, da können wir uns schön anschleichen. Da hätten wir nochmal so einen komischen Axtwerfer. Dann würde ich sagen, dann übernehme ich den gerade mal. Das Einzige, was ich gerne noch machen würde, ist eigentlich die Fähigkeit da drauf setzen und die da drauf. Weil dann kann ich da den Biss machen und dann kann ich da die ganze Zeit meinen komischen Schuss machen. Und das andere könnte ich eigentlich auch abwechseln. Das auf 2 und das auf 1. So kann ich viel schneller meine Fähigkeiten brauchen. Das ist ein Schattenpriester. Du bringst uns eigentlich nichts. Wir müssen eher wieder einen Berserker haben. Aber ich würde sagen, sonst stehst du uns eigentlich nur im Weg umeinander. Daher lohnt es sich dann doch noch, dich aus dem Weg zu räumen. Jawohl. So, das sagt unser XP auch ganz langsam wieder drauf. Nice Sache. Und wie ihr auch schon gesehen, frisch Haare geschnitten, also vor ein paar Tagen. Also gestern, glaube ich, ist es oder vorgestern. Bin ich mal meine Haare geschnitten, weil es hat einfach nicht mehr normal ausgesehen. Wirklich gar nicht mehr normal. Also ich bin wirklich, es hat schäbig ausgesehen. Meine Haare sind langsam gegen rausgestanden, weil sobald ich längere Haare bekomme, bekomme ich so Löckchen in meinen Haaren rein. Und das sieht einfach mit der Zeit so schäbig abgefuckt aus. Da muss ich in dem Fall mal auch ab und zu mich aus dem Zimmer rausgetrauen, anstatt nur 24/7 am PC zu zocken und zu gamen. Und mir auch mal ein bisschen die Haare schneiden lassen. Aber geht ganz in Ordnung, geht ganz in Ordnung. Dann haben wir auch gerade noch einen Berserker, den nehmen wir natürlich auch gerade. Ich sehe dich nicht. Bist du hinter einem Busch? Hinter einem Gewölbe da. So, beißen zu nieder. Nice. So, dann haben wir da gerade nochmal Axtwerfer, haben wir jetzt alle. Jetzt fehlen uns eigentlich nur 2 von diesen Berserkern. Jetzt wisst ihr aber nicht, ob man da die findet oder ob wir einfach mal... Da hinten hätten wir nochmal einen Drachenfalken, den wir einsammeln könnten. Wieso sind eigentlich meine Drachenfalken so klein und die so gross? Also das verstehe ich nicht. Aber das finde ich jetzt ziemlich cool, aber wie man sieht, jetzt kann ich da rein und raus scrollen. Also vorher bin ich ja irgendwie die ganze Zeit so am Kämpfen gewesen und das ist ja wirklich mühsame Kacke. Und daher muss ich sagen, kann ich jetzt da wieder rein und raus scrollen und das gefällt mir halt auf eine gewisse Art und Weise schon mal ziemlich besser. Also wenn es bei euch einmal nicht klappt und ihr auch im WoW spielen sind und wenn da die Kamera hin und her bewegen, haben früher noch nicht gemeint gehabt,
würde das eigentlich automatisch umstellen, dann bin ich irgendwie Level 10 geworden und plötzlich ist die Kamera gegen hinten gegangen und ist dann fixiert gegen hinten gewesen. Da habe ich das da gar nicht können machen, so mit dem Hin- und Her-Scrollen. Also in meinen Augen ist das in dem Fall eher eine neuere Funktion. Aber wenn es mal bei euch nicht passt, in der Tastaturbelegung nachschauen, ob es vielleicht irgendwo falsche Tastaturbelegung drin ist, dann ist die Sache auch so sehr schnell gegessen. Aber ich finde da irgendwie keinen Berserker mehr da oben. Das ist ein Axtwerfer. Aber da hinten hat man... Ah, das wäre ein Häuptling. Aber der Häuptling, um den müssen wir uns, glaube ich, gar nicht kümmern, wenn ich mich nicht täusche. Also wir müssen uns wirklich um die Berserker kümmern und ums Otembes Hammer. Den Rest haben wir ja eigentlich so gut wie erledigt. Aber wieso haben wir da keine Berserker? Wir müssen wirklich warten, bis da mal ein paar noch respawnen. Ich würde sagen, sonst kümmere ich mich mal noch um so einen Axtwerfer. Es bringt uns natürlich noch ein bisschen XP und da sage ich natürlich auch nicht nein. Ich wäre doch auch froh, wenn ich doch noch mit euch zusammen in dem Runde Let's Play, besonders in dieser Folge, noch schaffe, auch so noch ein Level zu steigen und das nicht einfach so passiert, wie es jetzt gerade vorher passiert ist. Nein, das ist ein Schattenpriester. Schattenpriester bringt mir nichts. Aber ich würde sagen, so eine kleine Unterhaltung, bis man wieder einen Berserker auf dem Weg findet, mögen wir doch das liebend gerne. Nice, was hast denn du für uns zum Droppen? Einfach ein bisschen Kupfer. Das sage ich doch auch nicht nein. Geld ist Geld. Wie viel haben wir denn jetzt momentan? Also das Inventar sieht natürlich auch noch nicht so. Da hätten wir halt noch eine Axt, aber die bringt mir nichts, die bringt mir auch nichts. Das haben wir gleichwertig und die Handschuhe haben wir einen viel besseren an. Daher bringen unsere Ausrüstungsteile mal momentan nichts. Bin ich eigentlich komplett schwer von Begriff oder finde ich da jetzt wirklich keinen Berserker? Das ist der Häuptling, das ist ein Axtwerfer. Axtwerfer bringt uns nichts. Oh, warte! Stimmt ja, wir sind Level 20, aber... Oh nein, also gut, ich muss zuerst zum Reitierlehrer gehen und beim Reitierlehrer das freikaufen, dass ich überhaupt reiten darf in dieser Gegend. Da muss ich mich in dem Fall nachher mal ein bisschen schlauer machen, wo sich der befindet, aber ich glaube, im Silbermond sind wir dort schon ziemlich gut dran. Darum ignoriere ich mal das Reiten nochmal für einen kurzen Moment, weil ich bin mir auch ziemlich unsicher. Ich glaube, man braucht über 10 oder 15 oder 20 Gold und wir haben bis jetzt 2, also... Wäre eigentlich am effektivsten, wenn wir anfangen würden, zwischen uns allein von so unseren Stoffsachen im Auktionshaus würden anfangen zu verkaufen. Ah, da hinten haben wir einen Berserker, jawohl! Nice Sache! Komm da an! Aber es stimmt einfach an dieser Stelle noch. Danke nochmal vielmals für gestern Abend fürs Spielen. Es hat mir wirklich mega viel Spass gemacht an dieser Stelle, wenn du das Video auch schaust. Und ich freue mich dann schon das nächste Mal mit dir weiter in mein Deko aufziehen. Wird sicher eine lustige Angelegenheit. So, da hinten gehen wir aus der Zone raus. Aber jetzt sind langsam die Siechen am Respawnen. Was bedeutet, dass wir irgendwo da noch langsam einen Berserker finden. Es fehlt auch noch einen, aber die Suche nach dem Berserker. Einfach eins zu viel, aber ich tue mich jetzt da wirklich mal ums Hütchen rumbegeben. Eben da oben befindet sich ja wirklich immer nur noch die Axtwerfer. Es sind so wenig Berserker da umeinander. Das finde ich aber schon ein bisschen schäbig. Hat es da im Häuschen drin einen? Ja, drin war ja der Schattendings. Sonst versuche ich mich nochmal irgendwie da ein bisschen nochmal ums Gebäude herumzubegeben. Und in dieser Zeit mal schauen. Jetzt haben wir ja da noch... Das haben wir ja freigeschaltet. Jetzt muss ich aber gerade mal schauen, was ich am liebsten würde brauchen nachher. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde eigentlich am liebsten gerade mal den Fleischwagen nehmen. Der ist mir ziemlich ans Herz gewachsen. Den kann ich mir ja da schon mal irgendwie in die Leiste stecken. Sonst können wir den mal da hinten... Ein Berserker! Ein Prachtexemplar. Schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe gemeint, die sind schon völlig ausgestorben. Oh Mann, dann würde ich sagen, schnappen wir uns das Ding und helfen dabei, das auszusterben. Also der Fleischwagen, würde ich sagen, wäre eines meiner Hauptreittiere, die ich nachher noch ausprobieren oder aufbrauchen. So, dann haben wir die Quest nämlich ziemlich schnell auch erledigt und können uns direkt einmal zu der Hammer der Speermacher so auf den Weg machen. Da müssen wir in dem Fall noch kurz über das Flüssli überschwimmen oder da hat es noch einen kleinen Weg drüber. Und dann müssen wir schauen, was müssen wir denn da machen. Sucht im Tor Vatan südöstlich der Zuflucht der Weltenwanderer nach Speermacher Otembe und Briton Tembes Hammer zu Artel. Also wir müssen eigentlich in dem Fall nur jemanden suchen gehen, dem wir etwas abgeben können. Ich würde sagen, das ist nicht gerade die grösste Herausforderung. Dann können wir ja gemütlich da mal drüber spazieren. Kann man mit dir da vorne ein... Nein, auch nicht! Ich wollte eigentlich meinen allgewillten Pokémon-Kampf mindestens einmal durchsetzen. Aber irgendwie finde ich da kein Haustier, mit denen wir kämpfen können. Ich brauche ein Ziel. So, das sieht nach komischen Ruinen aus da. Es hat da Bomben eingeschlagen. Torvata. Torvata. Oh mein Gott, der Name hat. Da vorne hätten wir auch noch Axtwerfer und so gehabt. Okay, das ist natürlich gut zu wissen. Hätte ich das vorher gewusst, wäre ich direkt angesucht, hätte ich mir einfach einen Schattenpreis. Gibt es denn da einen Berserker? Jawohl. Also gut, hätte ich das jetzt von Anfang an gewusst, wäre ich direkt zum Hammer losgelaufen, hätte es nicht so lange Zeit rumgeblödelt.
mein Fail an dieser Stelle. Da vorne wartet er auch schon in der Kiste, das bedeutet aber, dass wir in dem Fall den Weg hier freiräumen müssen. Dann würde ich mal behaupten, ja, der ist da wirklich eingesperrt, da. In dem Fall haben die ihn gefangen genommen. Ah, jetzt muss ich mich drauf... Ja, ich muss etwas anvisieren, habe ich doch gemacht, oh Mann. So. Nice, dann tun wir den gerade mal ausrauben, dann nehme ich als nächstes die Kleine da hinten. Nice. Jetzt bringe ich aber gerade mal den noch mit ins Spiel da. Ich muss aber langsam schauen, dass das Leben vom Drachenfalken runtergeht. Das Einzige, was ich jetzt halt noch nicht nachgeschaut habe, ist, ob ich jetzt noch einen zweiten Drachenfalkenbalken da unten anmachen kann. Dass ich im Großen und Ganzen auch würde sehen, wie viel Leben auch der andere Drachenfalken hat. Weil wenn ich jetzt gesehen, also da habe ich jetzt... Gut, der hat jetzt 400 Leben und der ist jetzt auf 200 Leben unten. Was bedeutet, ich tue jetzt den mal ganz kurz heilen. Aber es wäre halt cool, wenn ich halt beide gerade aufs Mal sehen würde. Dann mache ich mich doch da... Ah, da versteckt sich noch so ein Berserker da hinten, so ganz... Ah, es heilt sogar beide! Alles klar, das habe ich natürlich nicht gewusst. Ich probiere das jetzt gerade nochmal, wenn ich das einsetze, und wir beide heilen. Jawohl! Okay, das ist natürlich ziemlich nice, das bedeutet, ich behalte eigentlich mit dem einfach im Auge. Und so kann ich mehr machen. Wannasch, der gefangene Troll im Tor Vata, möchte, dass ihr ihm Häuptling Zulmoroschs Kopf bringt. Häuptling Zulmorosch befindet sich in den Zeb Vata, jenseits der Elendresses. Wir kommen dafür einen Bogen über, der einiges stärker ist sogar als unser. Ein bisschen mehr Schaden pro Sekunde, Beweglichkeit und Ausdauer. Ich würde sagen, die Quest nehmen wir gerade mal an. Aber jetzt frage ich mich, ich wollte ja da noch das mit dem Hammer machen. Wo ist jetzt das hin? Haben wir die jetzt erledigt, ohne dass ich sie erledigt habe? Oh Mann, oh Mann. In dem Fall habe ich die erledigt, ohne dass ich sie erledigt habe. Sehe ich das jetzt richtig? Nein, sie ist wirklich nicht mehr da oben. Jetzt müssen wir in dem Fall nochmal da rüber. Dort, wo wir vorher die ganze Zeit ein bisschen rumgecampt waren und ein paar von diesen komischen Monstern gesucht haben. Gut, und was mir gerade noch in den Sinn kommt, ist, ich sollte da mal bei den Talenten durchschauen. Ich bin nämlich unsicher, ab welchen Stufen... Nein, dann erst ab Stufe 30 können wir dann das nächste Talentpünktchen freischalten. Wo wir dann mehrere Fähigkeiten wieder noch zur Verfügung haben, die wir auswählen können. Würde ich sagen, dann machen wir uns doch auf den schnellstmöglichsten Weg zum Level 30 erreichen, damit wir auch noch mehr Talente freischalten können. Fähigkeit ist halt nichts Grossartiges noch dazugekommen, doch das, der Zorn der Wildnis. Versetzt euch selbst und eure Begleiter 15 Sekunden lang in Rage, wodurch sowohl ihr als auch eure Begleiter 25% mehr Schaden verursacht. Das ist natürlich ziemlich eine nice Fähigkeit, muss ich sagen. Die klatsche ich gerade mal da oben rein, damit ich sie anklicken kann, während ich da am Kämpfen bin. Was hat sich denn da noch? Irgendein Ausrufezeichen. Diese verfallene dunkle Festung, die über den Silberwald thront, ist die Heimat eines Zirkels ehemaliger Adlinger. Gruppe beitreten und bekommen würde ich da einen mega coolen Mantel, Burg Schattenfang. Ihr wartet aus. Ich glaube, das ist aber ein Dungeon, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Jawohl, Burg Schattenfang. Wäre ein Dungeon, aber ganz ehrlich, ich bin eher lieber der, der ein bisschen rumquestet und mich sonst später dann mal darauf ausmachen, die Dungeons anzuschauen, dass wir irgendwie sonst mal mehrere Spezialfolgen machen, wo ich irgendwie 3 Folgen hintereinander nur Dungeons erledigen und jetzt gerade momentan einfach nur am Rumquesten bin. Also der sollte sich da oben, genau, Kryptsäugling ist jetzt da oben, also es hat sich vorher völlig nicht gelohnt, dass wir da so am Rumcampen sind und ein paar von denen gesucht haben. Mann oh Mann! Zeit vergeudet für nichts, aber ist doch gar kein Problem für unsere Schweizer, wenn wir noch den Triggerall, den haben wir natürlich auch gerade noch finito. Was macht jetzt? Macht das viel mehr Schaden? Das wundert mich jetzt. Jetzt könnte ich eigentlich nur meine Drachling kämpfen lassen, die sind schon ziemlich stark unterwegs und wegen dem Level-Up sieht es nicht einmal so schlecht. Also wir haben momentan 11'000, 23'000 brauchen wir, glaube ich. 41'000, oh mein Gott, völlig falsch geschaut. Wir brauchen 41'000 XP zum Raufkommen, da greift mich aber gerade wieder 2 Jahre. Oh Mann, oh Mann! Lasst mich doch da einfach jetzt mal drauf. Ich brauche ein Ziel. Da tue ich jetzt am besten gar nicht mit Gumpi einsetzen, weil sonst bin ich dann da völlig unrated wieder am Boden und auf das habe ich jetzt gar keine Lust. Da kommt auch schon der nächste Löli, der mir gegen den Keks geht. Was ist denn da los? So. Nice, das haben wir gerade gut erledigt. Da haben wir noch Leinstoff bekommen. Und irgendeinen Mantel. Jetzt muss ich mich da aber ganz langsam aufschleichen. Ich sehe da gerade nichts wegen dem komischen Baum. So, da haben wir aber einen Berserker. Dann würde ich sagen, jetzt gucken wir den zuerst einmal noch. Den hinten dran, der sich da hinten versteckt. Den können wir eigentlich gerade kurzzeitig noch ein bisschen ignorieren. Ich glaube nicht, dass der auf uns zu sollte kommen, wenn wir da den grossen Häuptling pullen. Ah, da ist gerade noch ein zweiter hinten dran. Das habe ich natürlich jetzt nicht gewusst. Oder nicht gesehen, besser gesagt, weil mir der komische Baum die ganze Zeit in den Weg kommt. Oh mein Gott.
So, ein Drachenfalken von uns ist irgendwie gestorben. Der zweite Drachenfalken sieht auch nicht gerade. Ich tue da, glaube ich, mal Heilig einsetzen. Oder Tier wiederbeleben. Nein, jetzt muss ich mich wirklich mehr darauf konzentrieren, eigentlich. Oh, da haben wir gerade noch Quests dazu bekommen. Ich muss wirklich mehr darauf konzentrieren, mich auf meine Drachenfalken konzentrieren, weil sie halt wirklich der Hauptbestandteil von unserem Damage sind, da wir wirklich auf Tierhaltung gehen. Und jetzt müssen wir gerade mal schauen, was wir da noch bekommen haben. Bringt die Angriffspläne der Amani zur Leutnant-Dämmerflucht bei der Zuflucht der Weltenwanderer. Sacken wir doch gerade mal ein, dann haben wir gerade wieder eine Quest mehr zur Verfügung. Da haben wir die Beute, haben wir alles eingesammelt. Dann würde ich sagen, ich versuche mich da in dem Fall mal ganz langsam davor zu schleichen mit unserem wenigen Leben. Drachenfalken sollten ja beide eigentlich... Jawohl, die leben jetzt beide wieder. Das bedeutet, ich muss keine wiederbeleben. Tierheilung brauche ich momentan nicht. Die einzige, die Heilung brauchen wäre eigentlich ich. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir da noch etwas zu essen haben. Gut, 94 Gesundheit ist ziemlich wenig zum Wiederherstellen. Daher, yeah. Jetzt müssen wir da in dem Fall wieder da über zu dem komischen Lager. Also wir sind da wirklich mehrheitlich am Hin- und Herlaufen wieder. Jetzt schaue ich mir ganz kurz dabei. Der macht schon ein bisschen mehr Schaden, aber nimmt uns Beweglichkeit und Ausdauer weg. Das finde ich halt ziemlich mühsam. Den können wir natürlich noch abändern. Zeigen mal, wie der aussieht. Sieht auch ein bisschen schick aus, wenn wir das uns so anschauen. Der sieht so gräulich aus. Gut, der passt halt besser zu den Schuhen her, von den Farben her. Aber ich würde sagen, der sieht ganz schick aus und gibt uns noch ein bisschen Rüstung mehr. Daher ziehen wir uns doch den an. Der Schuh bringt uns gar nichts. Das heisst, wir haben wieder mehrere Sachen, die wir später verkaufen können, um unser Gold aufzudecken. Und was ich gerade gesehen habe, ist da oben, habe ich irgendwo noch einen Beutelführung. Nein, das habe ich nur gemeint. Okidok. Okidokidoki. So, dann machen wir aus dem Fall mal auf den Weg. Was ich gestern natürlich noch erfahren habe, ist wegen dem Todesritter. Da kann ich über Wasser laufen. Ab Level 66 kommt man so eisige Pfade über und da kann man einfach über Wasser hinlaufen. Mega coole Fähigkeit. Also gestern habe ich allgemein wieder ziemlich viel lernen über WoW und was alles neu geworden ist und so. Und darum an dieser Stelle nochmal danke vielmals für die Aufklärung und zu zeigen, wie es funktioniert und was alles anders ist. Und besonders da wegen dieser Kamera, da bin ich ziemlich froh darum, dass du mir das erklärt hast. Ich glaube, ich wäre komplett verzweifelt, wenn das nicht anders gekommen wäre. Wieso geht denn meine Anzeige weg, wenn ich visiere dich an, schicke meine Drachenfalken los, aber nachher habe ich dich nicht mehr im Visier. Ich glaube, da tue ich irgendeinen Fehlklick machen die ganze Zeit. Oh. Nice, das sieht so ziemlich gut aus. Dann haben wir da, glaube ich, den Käfig fast wieder frei. Dass wir den jetzt zweimal im Freiraumen, aber mir stört es nicht. Können wir ein paar Mönsterchen ausrütteln und gleichzeitig ein bisschen XP fahren. Ich weiß nicht, ob wir viel XP bringen. 252 XP, nicht gerade viel, aber auf die Summe kommt es ja dann darauf an, wenn wir 10 von denen natürlich tötet, können wir noch recht viel über. Und da haben wir unseren besseren Bogen, sage ich natürlich, gar nicht. Nein, dann ziehen wir uns doch den gerade mal an. Das macht einen ziemlichen Unterschied an Damage dann auch gerade. Voilà. Da sind wir jetzt auch schon auf 700 Leben oben. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, jetzt schaue ich mir das Ganze mal an. Da hinten haben wir, wie es aussieht, wirklich alles erledigt. Ich habe auf der Map nicht gesehen, ob es da noch mehrere Quests gibt. Darum würde ich jetzt mal behaupten, machen wir uns doch auf den Weg hier rauf. Da haben wir mehrere Quests zum Abgehen. Und zwar 3 Stück, glaubst du. Jawohl, und dann geben wir doch die Quests ab in der Hoffnung, dass wir Level 21 erreichen, damit auch diese Folge noch ein Level-Up beeinträgt. Oh, da greift mich gerade wieder so ein stinkender, grusiger Troll an. Was ich aber auch nicht verstehe, weil es sind ja eigentlich Trolle und Trolls sind ja eigentlich auf der Seite von der Horde, aber wie es aussieht, gibt es dort dann auch so abtrünnige Trolls. Die Amani, die da sich selber einen Stamm zusammengelegt haben. Habe ich da oben ein Haus? Jawohl, wir können da oben endlich noch einen Pokémon-Kampf machen. Das sage ich natürlich auch nicht einem. Was ich halt noch herausfinden muss, ist, wie ich einen von diesen 2 Begleitern loswerde, damit ich zum Beispiel so ein Bachkatzenjüngs mitnehmen kann. Aber ich würde ihn sowieso jetzt erledigen. Wir haben ja unser Kürschner und Lederer, dann können wir dort gerade mal noch wieder ein bisschen leveln gleichzeitig. Nice, dann setzen wir unsere Kürschner ein, kommen da noch ein gutes Leder rüber. Voilà! So! Aber eigentlich würde ich jetzt gerne mal jemand anders kämpfen. Wenn wir mal unseren Phönix sehen, oder soll ich unsere Waldmotten einsehen? Nein, komm, nehmen wir mal unseren Phönix. Mich interessiert mal, was der so auf dem Kasten hat. Da haben wir Feuerbrand. Stecht der Benutzer im Brand, fügt dem aktuellen gegnerischen Haustier pro Runde 21 Elementarschaden zu 9 Runden lang an. Also das tut 9 Runden lang 21 Elementarschaden machen. Das tut 86 Gesundheit wiederherstellen. Und da haben wir noch verbrannt und fügt ihm 72 bis 108 Elementarschaden zu. Ich würde sagen, ich setze mal zuerst das hier ein. Hä? Alles macht ihm jetzt regelmäßig Schaden und wir haben wie eine Art noch ein kleines Schildbuff um uns herum. Das ist natürlich auch ziemlich nice. So, dann setzen wir den Baum in Brand.
Falle. Soll ich das mal versuche ein Haustier mit weniger als 35 Gesundheit einzufangen. Gescheiterter Versuch um 20 erhöht. Ich versuche es jetzt gerade mal einfangen, weil das habe ich jetzt bis jetzt noch nicht gemacht. Wir können da natürlich wie mit unseren Pokébällen, anstatt Pokébälle rühren wir unsere Gitterli los. Und so können wir halt auch neue Haustiere sammeln. Ihr erhaltet Raubritter Schössling. Wie es aussieht, haben wir von dem nämlich noch gar keinen gehabt. Sage ich auch nicht nein. So, da vorne sollte sich auch schon die Station befinden, wo wir unsere legendären Quests abgeben können. Tränke besitze ich eigentlich keine mehr. Könnte ich mal da rausrühren. So, da unten haben wir noch mal ein paar von diesen Tröllen. Also, natürlich, dich nehme ich doch auch lieb und gerne auseinander, meine kleine Katze. Da musst du mich nicht zweimal drum bitten. Oh Mann, oh Mann. So, voilà. Dann kürzen wir natürlich auch noch den da und bekommen noch ein bisschen Leder. Jetzt muss ich das aber mal noch ganz kurz anschauen, wie das eigentlich mit den Berufen aussieht. Ich kann da mal während laufen. Lederverarbeitung. Also wenn wir da 3 leichtes Leder haben, können wir das zu irgendeinem... Ah, da können wir den erhöhten Rüstungswert eines Gegenstands, der am Brust, Bein, Hände oder Füße getragen wird, dauerhaft um 1. Kann nicht auf Gegenstände über Stufe 130 angewendet werden. Okay, das ist natürlich ziemlich nice. Da bräuchten wir halt noch grober Faden. Das ist halt die Frage, woher ich das bekomme. Da hinter uns haben wir schon die nächste Bachkatze. Wo will das wir es küschern und sein Leder können verwenden für unsere bösen Machenschaften. Muss ich halt schauen, dass ich das immer wieder mal einsetze, damit wir auch im Beruf leveln. Weil wie man da sieht, Kürzen habe ich jetzt schon 4 von 300 und Lederverarbeiter 1 von 300. Was bedeutet, die müssen wir natürlich auch separat noch aufleveln. Und so höher, dass wir da Kürzen gesehen haben, sind so 5 gestiegen. Das ist halt gleich geblieben, weil ich da halt noch nichts Grossartiges gemacht habe. Da kann ich dich jetzt nicht küschern, doch. Durch das kommen wir halt immer wieder mehr Fähigkeiten über und bessere Fähigkeiten. Und das finde ich halt noch ziemlich praktisch. Besonders, dass ich jetzt einen Kürschner muss da meine Aktionsleiste haben und immer separat irgendwelche Mobs anklicken, finde ich noch ziemlich cool. Und da müssen wir halt mal reinschauen. Ja gut, leichte Rüstung, das wäre natürlich ziemlich cool. Das könnte ich halt auf alle unsere Rüstungsteile legen. Und es würde uns natürlich einen ziemlichen Vorteil bringen. Wie viel brauche ich denn für mein Brustdings? Gut, Brust bringt uns eigentlich auch gar nichts. Und die Armschiene genauso wenig. Dann würde ich eher sagen, ich stelle mal sonst 5 vom leichten Rüstungsset, sodass unsere Lederverarbeitung da auch ganz langsam mit uns mitlevelt. So, nice. Jetzt muss ich aber das wollte ich jetzt aber gerade mal noch schnell anschauen. Wie muss ich das machen? Muss ich jetzt da meine Charakterleisten öffnen? Und jetzt kann ich da einfach Rüstung anbringen. Okay, wie sieht denn das aus? Anstatt verstärkte Verzauberung plus eine Rüstung. Das ist natürlich ziemlich nice, finde ich. Anderer Knopf. Ich kann das nicht benutzen. Das ist ein ungültiges Ziel. Also es geht in dem Fall nur auf die Taille geht das irgendwie nicht. Auf den Schuhen geht das auch. Ich kann das noch nicht benutzen. Ich kann das nicht benutzen. Okay, auf die Brust geht es wieder. Also es gibt ein paar Stellen, wo das irgendwie in dem Fall nicht funktioniert. Da drauf auch nicht. Funktioniert es auf unserem Bogen. Nein, auf unserem Bogen funktioniert es auch nicht. Dann würde ich sagen, haben wir es auf allen mal ausgelegt, dass wir ein bisschen mehr Rüstung haben. So können wir auch nicht so schnell sterben. Also das finde ich auch noch ziemlich... Ja. So. Jetzt fehlt uns wirklich nicht mehr viel. Es fehlt noch 2000 XP, das sollten wir gut anbekommen. Können wir noch die Brust über. Reist nach Morgenluft im Immersangwald und sprecht mit Waldräufer Degolien. Okay, da haben wir noch Quests zum Abgeben. Das bedeutet, wir schaffen noch unser Level 21, dass wir doch nicht noch blöd dastehen und gar kein Level gestiegen sind in dieser Folge. Oh Mann, oh Mann. Dann geben wir unsere Quest ab und... Die Gerechtigkeit wird obsiegt. Ach, das Gefühl von Level 21 sage ich doch einfach nicht nein. Voilà, wie es aussieht, haben wir hier in dem Fall alle abgegeben und haben auch nichts weiter zu erledigen. Das Einzige, was ich noch machen will, ist unsere Sachen verkäuferle, damit wir dann auch wieder mehr Platz im Inventar haben. Ich bin gerade überlegen, ob ich den verkaufen soll. Den kann man verkaufen, das kann man verkaufen. Ja, weg. Zack. Mana-Rückstände wüsste ich nicht, ob das zu einem Beruf gehört. Das wäre natürlich auch noch cool zu behalten, um zu schauen, ob man da im Auktionshaus irgendwie gutes Geld dafür bekommen. Auch Wirmenschuppen brauche ich auch nicht. Mana-Rückstände bin ich wirklich ziemlich unsicher. Das behalte ich mal noch für einen kurzen Moment. Den Stab können wir natürlich auch weg tun. Tigerauge behalten wir selbst natürlich auch. Aber wie gesagt, ich habe es wirklich früher gespielt. Und ich tue mich halt auf die Sachen konzentrieren, die ich weiss, die haben früher sehr viel Gold gebracht, weil auf meinem anderen Hauptcharakter, den ich früher gespielt habe, habe ich wirklich Gold en masse. Also wenn ich das Gold von dort jetzt auf dem Charakter habe, wäre man Multimillionär. Durch das, dass ich halt wirklich immer die Sachen zusammengesammelt habe, die sie im Auktionshaus wirklich viel mehr Wert bringen, als wenn man sie jetzt einfach so beim Händler verkaufen. Und früher hat halt das Tiger auch wirklich über 1 Gold nur pro Stück gegeben. Und da, wenn man es jetzt verkaufen würde, es natürlich nur 2 Silber geben. Und der Unterschied, finde ich halt, macht es schon ziemlich aus, dass ich jetzt sage, hey, ich behalte es und rühre es dann eigentlich im Auktionshaus vor.
Kristalle Mana-Rückstände weiss ich halt auch nicht, ob man das für irgendetwas kann brauchen kann. Behalte ich jetzt momentan auch noch ganz kurz, sollen wir uns dann anschauen. Jetzt Energiekennung gespeichert, energiefrei, erhöht 30 Sekunden lang die Intelligenz um 3. Das könnte man natürlich dann einmal noch nachschauen. Das sind alles so Sachen, die ich gerne noch nachschauen würde, ob man für die irgendwie ein bisschen mehr Gold bekommen. Warum habe ich da jetzt noch den Bogen? Den könnte ich eigentlich auch noch schnell verhökern. Weil der ist sowieso seelengebunden, was bedeutet, ich kann nirgendwo anders mehr abgehen, nicht mal im Auktionshaus. So, jetzt haben wir aber auch schon 3 Gold zusammen, also wir sind nicht schlecht dran. Am Anfang sind wir ganz pleite gewesen und jetzt haben wir auch schon unsere 3 Gold. Wir machen uns langsam richtig Multimillionär. Wupp, wupp. So. Dann macht der Schweizer sich in dem Fall mal auf den Weg da rauf, weil das ist die nächstliegende Quest, wo wir wieder mal mit einem sprechen müssen, anstatt Monster auseinandernehmen. Oh Mann, oh Mann. So, aber eben, wie ich schon erwähnt, ich queste halt viel lieber als etwas anderes. Also ich liebe das einfach, jedes Land ihre kompletten Quests machen. Sogar noch den Erfolg bekommen für jede Quest in dem Land erledigt. Das ist halt wirklich cool. Besonders also eine Erkundenquest, die ich komplett habe. Ah, da haben wir unseren Reitlehrer. Bedeutungsweise, wenn wir jetzt Falkenschüchter, da könnten wir die Falken einkaufen, aber da können wir uns natürlich gar keinen davon leisten, außer die geringen. Aber da muss ich ganz kurz dazu sagen, die habe ich schon alle. Daher spielt es eigentlich gar keine Rolle. Dann nehmen wir da mal Quest beenden. Du bist unser Reitlehrer. Du kostest 3 Gold und 60. Oh Mann, es fehlen uns genau 50 Silber nur, dass wir reiten können. Willst du mich... Jetzt ist aber die Frage, kann ich da irgendetwas verkaufen, wo uns gerade die 60 Silber noch würde gehen? Nicht wirklich. Selbst wenn ich alles da würde verkaufen, würde es uns nichts einbringen. Bedeutungsweise, jetzt weiss ich wenigstens, dass es 3 Gold 60 kostet. Also 3 Franken 60 würde ich jetzt dann mal sagen. Daher müssen wir in dem Fall weiter schauen, dass wir da noch irgendwie Gold zusammensammeln. Das bedeutet, ich muss mich in dem Fall auf den Weg da führen machen. Gut, wir sind jetzt eigentlich in der Nähe von Silbermond, also wir könnten uns eigentlich auch das Auktionshaus anschauen, weil es befindet sich eigentlich, sollte sich gerade da hinten befinden, also mitten in Silbermond drin. Ich würde sagen, ich mache mich auf den Weg zum Auktionshaus. Wenn wir Glück haben, kauft sich jemand gerade das Zeug noch ein bisschen teurer ab und dann haben wir halt noch das Glück, dass wir dann uns das Reiten gut leisten können. Also es gibt ja Reiten auch von verschiedenen Arten, aber wir wollen nur auf einem Mount reiten. So. Aber wir haben jetzt da 64, aber ich finde es so cool, dass es jetzt so gross angesagt wird auf 64 rauf. Früher waren das wirklich nur 20er Stacks gewesen. Und das finde ich halt ziemlich cool. Also ich weiss jetzt nicht, ob das noch einen Unterschied macht, weil unten sehe ich auch gerade, da geht jetzt nur 20er Stacks. Da gehen 64er Stacks. Ja, ich muss mir das Ganze dann mal noch anschauen, welches Material wie was wo, aber das muss ich dann alles mal ein bisschen noch nachlesen. Oder meinen lieben Kollegen fragen, der gestern mit mir gespielt hat, wenn er Lust und Zeit hat zum nochmal spielen. So. Dann würde ich sagen, das Auktionshaus sollte sich eigentlich hier hinten befinden. Jetzt muss ich da mal so einen Wärter suchen, der uns den Weg weist. Haben wir da irgendwo einen Wärter? Die uns den Weg nicht weisen, da vorne. Beim Eingang zu. Und ich laufe einfach dran vorbei. Ich hure Löli ich. So, dann tue ich da mal ganz kurz den Weg suchen zum lieben Auktionshaus. Ehre den Sindorei. Auktionshaus. Im Westen, im Osten. Wo befinden wir uns denn? Wir sind im Osten. Dann nehmen wir den im Osten. Seid für alles Stimmt bereit. das? Ja, das wäre dort. Ich probiere es jetzt trotzdem mal aus. Auktionshaus im Westen. Könnte ja sein, dass der näher ist. Jawohl, der ist viel näher. Glaub's, oder? Ist der näher? Ja, dann müssten wir da um die Ecke und dort oben. Ich würde sagen, das ist einiges näher. Dann machen wir uns doch ganz langsam mit unseren Drachenfalken auf den Weg. Es sieht einfach cool aus, wie die zwei so daneben dran fliegen, wie so die zwei Bodyguards von unserem Schweizer. Was ist denn das? Sonnenkohlenblocken. Nein, Kaninchen bringe ich nicht um. Nein. Kaninchen lassen wir in Ruhe. Von denen bin ich ein absoluter Fan. Ich finde die so cute. Das kann ich dann jetzt gerade momentan irgendwie nicht antun. Müsli, da sind wir immer wieder mit dabei. Auch die sind mega cute, ich weiss, aber... Es gehört zu meiner Natur in WoW, das Ungeziefer auszurotten. Nein, nur Spaß. Aber Müsli sind auch mega herzig, also ich muss sagen, also die hätte ich auch noch gerne als Haustier. So ein kleines Kämmerchen da mit dem Zimmer rein. Würde ich auch nicht nein sagen. So, da wäre, glaube ich, das Auktionshaus. Oder? Es sieht alles ziemlich anders aus, als ich es früher kenne. So, jetzt kommen wir da mal zu unserem Auktionshaus und schauen wir uns das ganz kurz mal an. Oder wenn wir das in der nächsten Folge machen. Ich würde sagen, jawohl. Also, dann schauen wir uns in der nächsten Folge an, was mit dem Auktionshaus läuft. Dann hoffen wir, dass wir bis dann das Gold zusammen haben, um reiten können, dass wir schneller möglichst an diesen Quests entlang kommen. Und dann machen wir das Gleiche wie immer. Wir questen einfach weiter. Ich hoffe, euch hat es Spass gemacht. Danke vielmals fürs Einschalten. Und sonst sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es heisst, eine kleine Runde WoW mit eurem Schweizer. Danke und ciao.